Pizza. Spaghetti Carbonara. All die schönen Sachen. Oh, soll weitergehen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Immer mal rennen wir an die zweite Welt. Sind ich nicht gerade schon durch die Tür gegangen? Ja, ich wollte ja in die dritte Welt gehen. Haben wir den mal ab. Ja, braucht ihr 3 Sterne und 24 Sterne. Okay. Dann gehen wir mal an die Welt ran. Ist nicht gerade schon heute durch die Tür gekommen. Oh, egal. Machen wir mal 4 Runden. Ja, mit dem wunderschönen Intro von Kevin sind wir dann nächstes zurück bei VGLU spielt Super Mario 64. Oh ja. Ja, heute kommt Wasserwelten drin, ne? Bisschen mehr ein dröschend Thema. Bisschen wie atemberaubend. Ja, Wasserwelten sind allgemein ein bisschen langweilig. Aber ja, muss noch gemacht werden. Das ist eigentlich schöne Musik, ne? Ja, die Musik ist natürlich ein von den gefeiertsten aus dem ganzen Spiel, Dire Dogs. Ich finde es auch gern. Ganz chillig Musik. Sie denken, wunderschön, dusen Intro an, und nur geht es noch viel besser, ne? Mit wenn dann Perkussion dabei kann. Ja, voilà, an der Höhe ist das dann. Ja, Marcelo ist beim Geheimstern, ne? Gibt nicht viel zu sagen. Nee, es gibt nicht viel zu sagen. Rot Münz wie immer. Ja. Dann löscht ich das kann in die nach all die anderen zusammen. Nee. Wie was soll denn das machen? Dann geht schon an die echte Welt. So, richtig der. Ja, du sorry könntest- für den Flieger, das geht zu viel. Oh ja. Auf jeden Fall gehen wir da wohl direkt an das versuchte Schiff da, beziehungsweise D'Entrée von der Gött von einem Aal bewahrt. Und das ist immer so eine Sache, wie triggert den, für das hier rausgeht. Ich schwamm immer just bei seinem Gesicht für drin, für ein Beut zu sein. Da geht ich ein Kehr. Und die Oberfläche, und da müssten normalerweise 14. Das ist mal gleich. Also, ich Ja, kenne was da als Signalergrund Robgang für mal nach zu evaluieren, eigentlich. Ja, War voilà. nicht so geplant. Nicht, nicht das. Ja, war nicht geplant, dass ich schon dagegen treffe. Ja. Aber funktioniert. Also was immer dran. ja. Ich kann den allen nicht immer direkt raus, also ich muss immer ein bisschen probieren. Ja, das Nee, ihr könnt rauszuballen, dich gesagt, oder wer ist das? Ich meine, du musst schon wissen, dass du da dagegen was, an dem Sinn, dass du schon relativ nur und im drüber bist. Also, habe ich mal für ihr Schatztruhen aufgemäht. Normalerweise ging es so ganze Parcours nach erwarten. Nee, Das geht ganz schnell bei Eis. ja, schon. Was, das man noch nicht ganz hoch. Vibriert nach. Ja, und das war nach bald die interessantste Mission für das ganze Level. Und dann kennt den Aal. Sein Spiel. Ja, wie gesagt, das sind Wasserwelten. Da geschieht nicht ganz viel. Dadurch haben wir dann also auch ein Thema gesicht. Oder besser gesagt, schon mal ein Thema rausgesicht. Ich werde das mal ein bisschen schwätzen können. Die hat noch nie etwas davon hören. Das hat man ja noch für in der Aufnahme mal neben diskutiert. Es geht um eine chinesische Konsole, die Super Mario 64 drauf laufen hat. An China, wo ja zu der Zeit halt Videospieler so ein bisschen ein Tabu war nicht so gut angesehen. Aber es gab halt die Konsole mit dem Namen IQ. Und ob der ist tatsächlich Super Mario 64 dann auch gelaufen. Das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Es gibt zwar nicht viel dazu zu sagen. Ja, die Konsole ist halt auch vom Nintendo-Hersteller selber entwickelt gehen. Und hat auch ein bisschen etwas drauf gehabt, also weil du nicht schlecht. Und da sind halt Spieler drauf gelaufen, wie Super Mario 64, Mario Kart 64, F-Zero X, durch Story, Paper Mario, also gängig Nintendo-Titeln. Das war so am Jahr 2003, wo die Konsole auf den Marché kam.
Ja ich bin zwar noch nie Apps von der Herren nimme mal Menge Recherche über Super Mario Versierschenker drauf gestoßt, wo halt eng Löschtung wie ein Konsolen halt für das Spiel rauskommen sind. Nee, auf enger Konsole das Spiel halt alles rauskommen als das ja haut auch auf der Wii U und auf der Wii also doch rauskommen. Ja, dann haben wir Nintendo sich an halt den EQ Player oder IQ. Ja, das ist die ganze Geschichte. Wieso den technischen Detailer will. Den Prozessor wird 64 Bit, das sind R4300 und liegt auf 93 MHz. Der Speicher, also der RAM-Speicher beträgt 4 Megabyte. Und ja, das ist auch schon alles, was ich wissen muss. Da sind immer verwundert, dass die Konsolen, die nie an Europa ist, die bekannt gemacht ist. Ja, eben. Aber wie gesagt, die war ja auch wirklich nicht mehr für China, ne? Das, ja. Nee, das ist der Rest. Auch so Konsolen, so Retro-Konsolen, da gibt noch Tonnen, die ich gar nicht kann tun. So die gängisch von Nintendo zum Beispiel oder Sega. Wunsch kann nicht, da sind da pur die, also die sind noch mehr alt wie, keine Ahnung. Wie Nintendo selber. Ja, da wirklich viele Retro-Sachen, dann noch erst wie immer bis verpasst traurig gesagt. Ja, weil ja gerade in Europa da lief, nicht an der halb 10 vor Japan, weil ja wirklich alles für Videogames gehypt wird. Genau. Naja, hey, sollen wir mal wieder über das Spiel schwatzen? Ja, gib mal zurück Ja, auf das das ist Spiel. ein bisschen gelaufen. So. Ja. Und dann die alten Konsolen und was auch immer. Ich meine, Highers Division, wo wir 100 Mütze sammeln und alles. Also mit Frank mal direkt schon mal zur Welt nun. Hi könnt ihr so Feature an dem Spiel. Ich fand das mit dem Cooper-Schalter. Das ist ein Buggy, ja? Kann das sein? Ich weiß es nicht, also schon schmengen, wo ich nur den Let's Play gebeten habe, war das die allererste Kehr in meinem Leben, wo ich wirklich am Grab hatte. Und dann hat geschieht, wir verlieren das direkt. Also ich weiß nicht, irgendwie, für mich war das ein ewiges Mysterium, für was geht das kann ich da überhaupt holen? Geht doch manchmal nirgends am Spiel erklärt. Oder schlecht erklärt. Also Wonderklecke, da steht auf einem Schild. Mhm. Ich weiß das, ja. Kann Sinn. Also mehr nicht wie am Cup übrig, also ich am Cup so wo das hat keine Storen oder. Und ich fand, hätte Kate besser implementieren. Vielleicht hätte Kate einen Cooper-Schein nach Museum machen und dann eine Mission machen, wo ihn hier muss holen, für auf einen gewissen Platz an der Zeit zu kommen. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht hat den Doro schon gedurcht, dem muss mit war halt nicht machbar. Später an Mario Galaxy kommt dann ja zu so Missionen. Mit so Cooper-Shells in der Wasser. Ja, vielleicht. Oder das klappst du, ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht genau, wie das in den Cooper-Shells, ob du vielleicht auch vom Spiel, auch von der Hardware und so weiter, so ein bisschen Limite waren, wie groß die Welt kann sein, oder beziehungsweise dann hätte ich vielleicht das Kind ein bisschen so und so lang, ich weiß nicht, das wird bald wahrscheinlich wie langweilig da gehen, weil den so eine Mission angeplant hat. Ich meine, wenn ich zum Beispiel wirklich wie high durch so einen Tunnel die ganze Zeit muss fahren und so. Ja, aber also eine Mission mit der Cooper-Shell wäre gar nicht langweilig gewesen. Vielleicht hat er das Kind. Monoton dauernd auf den A-Knöpfchen drücken, dass die Marke schwimmen, das aber mehr langweilig wie mit der Cooper-Shell zu surfen. Ja, aber ich freue mich halt, vielleicht hat er das dann echt das Kind an den Nierwald setzen oder so. Ich meine, du hast dann genug Platz, dann ich meine, wenn ihn dann so einen langen Streck da muss designen, dann muss an so einer Nierwald. Wenn so schnell Stur hast, dann kann ihn das als einzelnen Stern machen. Zum Beispiel als Alternativ zu dem Aquarium so. Einfach mal am Cooper-Schall irgendwie zum Beispiel Überland
Schalter betätschen, also ja, Wassersprang Cooperschall sichern und dann durch den ganzen Tunnel fuhren. Schmengen all die Schalter auch eng bestimmten, also eng selbst Zeit für zu reagieren. Hat den aber nicht viel Ketten draus machen. Altschalter am Spiel aber nicht gleich lang von der Dauer. Mengen zwar schon. Was halt so? Ich ging so, da. Okay. Weil das mir immer vorkommt, wie wir verschiedene Schalter mir lang und dauern, an andere halt mir kurz, je nachdem wie lang Streckers. Mal zum Beispiel an der zweiten Wasserwelt, wenn den auf U-Boot will. Ja. Die Küste kommen relativ lang für, während die Küsten, die am Gulliver Gumba zum Beispiel stehen, für ob die Insel do, die ganz so ein bisschen aufgelehnt ist, die ist immer relativ kurz erscheint. Ich weiß nicht, ob das einfach so am Gefühl könnt oder ob das wirklich unterschiedliche Zeiten sind. Sie vielleicht nur gucken, wie Menge, aber das selbe das. Okay. Ich schätze mal, die Illusion könnte vielleicht, weil ihn dann halt bei Gulliver Gumba just direkt bei den Plattformen ist. Ich weiß nicht, weil die wie dann echt lang gestreckt ist. Könnte ein, ja, ich weiß nicht. So, hier sind wir so in einer Situation. Schon 95 Münzen. So nach 2 Münzen auf dem Schiff selber, wo auch den 8 rote Münz Ster spawnt. Wir wollen aber vielleicht 100 Münzen sammeln. Und an dem Level geht es ganz genau 104 Münzen. Also habe ich schon noch 5 Münzen vergessen. Und das dauert noch mal ein bisschen, bis das mal rausfinden, wo das. Und ich schon in länger Handlung. Also ich hatte selber Probleme, du alt Münz zu finden. Ich bin 3-mal hin und her geschwommen, für alle Einzelmünzen abzuraffen. Sie relativ gut verstoppt, mir 100 Puffer passt. Ja. Die gut abgepasst haben von den Zuschauern. Also zumal ich fand die Engrotmünz an der Gegend vom Bobom, also nicht die Unterstange, am Wasser. Die war relativ gut verstoppt damals. Das ist auch die letzte Münze, die ich fand. So, was das geschieht, da sind noch 5 Münzen, weil wir als Ohrflecke gelost sind von dem nutzlosen Cooper-Panzer. Ja, oh schön, Cooper-Panzer, Spili oder was ging der Ball so? Du weißt mal, wieso denn du war, ne? Ja, für das weiß Münzen oder wäre empfallen. Clever gemacht von die Tante. Das hat sie für 4 Jahre geplagt, ey. Lo, probier was. Oni? Okay, das wird nicht funktionieren. Nicht schafft er. Ja, na, so können die noch 104 Münzen an dem Level. Maximal und 2 lassen, soweit ich weiß. Naja, 104. Ich meine, der Level mit den allermannsten Münzen. Also von den Hauptkursen. Die an der Wasserwelt ist ja auch ziemlich knapp mit 106 Münzen. Dazu kommen wir nicht spät. Das ist auch der einzige rote Mönch, der am Spiel den nicht auf einem Sterne schiert, oder wie nennen das? Shadowstar in die ja genannt, offiziell. Am Anfang ist ja immer ein Platz, wo die Shadowstar sich dreht. Und das ist immer der Spawnpunkt von der roten Münz. Ich meine, das heißt die Inch-Welt, wo das nicht der Fall ist. Wo der Stern halt auf dem Schiff spawnt. Ach Gott, so viel Essen. Auf dem Schiff spawnt, so. Auch nie vorbei, wo man aus dem Level rauskommen waren 30 Sterne, Bowser hat Eis, meine ich, so innen bei seinem See gelockt, aber bon, wir sind wohl noch nicht auf die ersten Platz gegangen. Vielleicht machen wir das noch zum Schluss vom Part. Für dich mal muss man hier als mit der Kanone drauf schießen. Ich weiß nicht, vielleicht kein nach mit der Kollege geschwart, die halt auch gerne Super Mario 64 und so gespielt haben. Du hast ihn dabei, den hat eigentlich 112 oder so Sterne ohne Kanone und ohne Cap gesammelt. Auch ohne Tas, einfach so. Und ich meine, das heißt, dass von denen nämlich schweren, wo ich muss vom Schiff aus mit 3 Sprung plus Wandsprung durch die Plattform sprangen. Also 112 Stück? Ja, das ist ja einfach krass. Ja, also Ball alle gut effektiv. Und die anderen sind gut nicht erreichbar oder zu schwer?
sind da vielleicht nach 1 oder 2 die ich weiß das. Ich meine dat immer so 112 oder 113 möglich sind und für die anderen müssen dann Tas machen. Okay. Ich weiß auch nicht genau mehr hin hat mal der Schätzung gehabt, dass den Puppenkök oder die kennt sich unglaublich gut mit dem Spieler also er möchte auch Tas und alles sich alle möglichen Sterne zu sammeln ohne den A-Knöpfchen zu drücken und so weiter. Und Voilà. Knöpfchen zu drücken. Ja. Dann gucken ich mal 2 Wellen. Wie willst Ja, du ja. den Jump'n'Run ohne zu jumpen packen? Also es sind nach 20-30 A-Knöpfe am ganzen Spiel die ihr muss drücken die effektiv Also Mann wie möglich oder wie? ja Ah, nee, oh. es gibt viel Sterne die kann ihn auch mal nimmen engem also oder mal Rückhängen oder gibt doch die Kategorie halben A-Knöpfchen wo es dann einfach wann du an Level Rockies schon ein A gedreht ist an dann musst du lastlos sein gibt doch so Stern mega crazy bei Giftkrotze glaube ich ja zu den eben die ganze Stage an der Luft hast du wo ich muss normalerweise Wandsprung an alles machen die kann ich an einem halben A-Knöpfchen machen und das involviert aber dann auch 12 Stunden Realtime und halt versicht mal die Sterne zu sammeln ohne voilà, als möglich ja, das zum Beispiel ein von den Sternen auf dem normale WG Mengen ja dafür braucht den die Karte mehr nee die weg schlimmen 18 Sternen die sind so zum Beispiel ja ganz zum Schluss wann den Iwa volle können die 8 Münzen muss haben jetzt nur Kanonen die muss ihn aber benutzen für die Münzen zu kommen für die nach KW Fond physisch Rob zu warten Da geht es nur noch bei den nächsten Bowser. Wie Ja, gesagt, voilà. mit 8 Sterne kommen wir schon ran. Wir haben da schon Ja. 32. Könnt ihr Ja. theoretisch schon bei den zweiten Bowser gehen. Also im ersten Bereich gibt relativ viel zu sammeln. Wir haben am ganzen 120 Sterne am Spiel. ja das sind insgesamt 15 Welten ich überlege mal am ersten Bereich gibt da 5 am zweiten Bereich nur 4 und dann Ja, ist mir also klar, wann die rechtlich alle gut ich meine du schwätzt da gerne von 4 Bereichen willst du Ma, nicht ich wollte das gerade ausschwätzen. Ja, echter Feierbereiche oder 3 Bereiche, an denen das Schloss anlehnt. Ich hätte lo Feier gesucht, weil jetzt hier nach einem 2 Sternen dir geht, ihn an die letzte Saal könnt. Wenn ihr nur den Bowser geht, wäre es ja 3 Bereiche theoretisch. ja also wann ich auch nur voilà, nur Bowser andelen dann hun mal einkehr 6 also 5 Kurse 4 Kursen a 6 Kursen das bis mir ausgeklacht dann auch Matten ja gut also sos hat den ja 5 5 6 nee, sind dann 4 5 4 an dann einkehr 4 an 2 ja, ein bisschen komisch und noch von den Sternen wie gesagt für den echte Bowser gut 8 Sternen und dann weil ihn dann die Bowser du nur guckt also von 0 bis 30 dann von 30 bis 70 4 Stern und dann von du bis zum Schluss die 15 Sterne dann wurde auch so ein bisschen ein Progression logisch Progression ich weiß ich ging echt für 3 Bereiche schwarz Ja, was sieht wann ist wichtig Ja, auch Richtung 3 dann, glaube ich, so ist. das ist schwer so also ich nehme als 3 Bereiche gesehen ja das Level hier ist bisschen tricky ich ging so dass das schwerst von den 3 Leveln aus von den am sehrsten Fehler kann machen wenn den Ruf fällt dann ja da war das hier kann den sich nicht mehr retten Voilà, das sind Bowser-Leveln, an alle Bowser-Level gibt 8 Rot Münzen sammeln und zum Schluss den Bowser zu klatschen. Bowser gehen allerdings kein Stern. nee Die gehen Schlüssel und mit dem kann ihn dann halt die anderen Bereiche freischalten. Absperren, besser gesagt. ja. En plus ja effektiv mit denen die Schlüssel das ist auch vielleicht so ein allgemein 3 Bereiche will kriegt ihr immer 2 Schlüssel Ja, wir sind So halt die- auch relativ schnell fertig, von daher Ja. gebe ich so, dass wir so los abhacken. Also natürlich merci, dass da alle dabei wart. Ja, und bei der nächsten Kehr geht es dann an den zweiten Bereich, an den Keller. Selbst also Ja. auch dann
lest dabei.